Ubisoft präsentiert A Blue Byte Production. Hey Mike, what's your ETA? I'm heading back now. Over. Proceed to 26.133 degrees north, 3.628 degrees east. Got it. Die dunkle Seite des Mondes. BAW 705 heavy, hold position. I'll get you moving in a minute. BAW 705 heavy, holding November. 107 heavy, you're cleared to go. Opening north right, check. 107 heavy, you are cleared for departure. 277, check. Oder wohl eher eine noch nie dagewesene Seite des Mondes mit Anno 22.5. Und mit diesem epischen Einstieg begrüße ich euch recht herzlich zu einem neuen Let's Play hier zu Anno 22.5. Ja, wieder mal ein Anno-Ableger und wieder mal einer, der halt in der Quersumme die Zahl 9 hat, wie sie eigentlich schon seit eh und je der Fall ist. Nur diesmal halt nicht mehr so wie meist in der Vergangenheit. Nee, die schönen Zeiten sind vorbei. Seit schon im letzten Teil, seit 2070, begeben wir uns jetzt in die Zukunft und mit 22.05, so bevölkerungsmäßig, Mond und so, das spricht da alles bevölkern, gehen wir schon langsam Richtung Star Trek. Also von dem her sehr interessant und ja, auch wenn ich jetzt nicht unbedingt der große Fan von 2070 bin, will ich doch mal zumindest diesem Spiel hier eine Chance geben und nicht gleich auf Teufel komm raus alles, was in der Zukunft zusammenhängt von Anno, sofort verurteilen. Genau, also mal direkt loslegen. Ich glaube, soweit alles eingestellt, was irgendwie geht und deswegen... Ich freue mich, dass Sie meiner Einladung gefolgt sind. Samantha Beaumont, Leiterin des Mondlizenzierungsprogramms bei der Global Union. Es gibt viel zu besprechen, aber zunächst möchte ich Ihnen Adam vorstellen. Eingehende Nachricht. Danke für Ihre Teilnahme am Mondlizenzierungsprogramm. Das Programm schreibt vor, dass Ihre Unternehmen funktionsfähige Raumhäfen als Basis für eine neue Mondkolonisierungswelle baut. Sie werden die Global Union ferner bei der Entwicklung eines Fusionsenergiereaktors unterstützen, um die bevorstehende Energiekrise auf der Erde zu verhindern. Die Global Union wünscht viel Erfolg. Jo, vielen Dank. Offiziell sind nur Megacorps im Programm zugelassen, aber ich habe mich persönlich für Sie eingesetzt. Sie müssen sich nur noch mit dem Namen Ihrer Firma anmelden. Firmennamen, das ist natürlich jetzt ein bisschen schwierig und so. Übrigens, wenn wir gerade so bei der, ja, sagen wir mal, bei der Grafik und so sind, bei der Einleitung, das kommt mir schon ein bisschen eigentlich noch recht gegenwartsmäßig vor. Also sprich vor allem so, wie wir es ja auch aus der Assassin's Creed 3 kennen. War ich gerade ein bisschen überrascht. Oh, die Mucke ist aber schön. So, Energiekrise, 22.05 Energiekrise. Willst du mir wohl verarschen? Die Energiekrise haben wir jetzt schon. 2015, also ja, das ist jetzt, also ich würde eher sagen, das muss schon in die dritte, vierte Krise gewesen sein, weil das andere wäre ein bisschen unrealistisch, wa? Na gut. Ein Firmennamen, ja, ist halt typisch Anno, war, nur hieß halt früher ein bisschen anders. Michaels, Michaels. Jo. Lassen wir direkt so warten. Michaels. Das ist natürlich ein geiler Firmenname. Nee, come on. Worum geht's? Mondlizenzierungsprogramm.
Ich will nicht unhöflich sein, aber wir haben einen engen Zeitplan. Ja, ist ja gut. Sogar gedrängt wird man hier, meine Fresse. Machen wir halt abkürzungsmäßig MMB, war Michaels Moonbase. Klingt bescheuert und nicht beziehungsweise nicht sehr einfallsreich, aber hey, es ist ja noch ein Let's Test und, also weiß ich genau, vielleicht wird es ein Let's Play, vielleicht nur ein Let's Test, vielleicht ein Let's Show, vielleicht sage ich nach 10 Folgen, es reicht mir, oder ich mache 150 Folgen, keine Ahnung. Es ist alles noch offen. Danke, aber ich muss auch Ihr Firmenlogo sehen, zum Zwecke der Identifizierung. Ja, jetzt kommen wir vor wie bei Rocket League. Symbol ist gesperrt, toll. Naja. Nee, jetzt muss ich das sagen, was zu mir passt. Der Lizenzierung. Drache, mein chinesisches Horoskop. Was denn das? Michaels Moonbase. Eine Karotte. Wäre dann schlecht. Flügel und Panda. Das sieht ein bisschen süß aus, wa? Sieht fast ein bisschen, naja, aggressiv aus. Ah, komm, wieso nicht? Was denn das? Sieht auch nicht schlecht aus, aber nee, bleibt dabei. Meine Vorgesetzten in der Global Union haben Ihnen gegenüber Bedenken geäußert. Aber ich habe Sie überzeugt. Sie sind sogar willens, Ihnen erstklassiges Gebiet für Ihr Hauptquartier zuzuweisen. Wählen Sie einen Sektor. Jetzt geht's langsam um die Katz, wa? Für was machen wir da? Die Wallbrookbecken. Die zahlreichen großen Inseln im Wallbrookbecken bieten viele Mineralien, Ressourcen und Platz für Siedlungen. Das Becken ist für seinen stillgelegten Damm bekannt, der vor Jahren im Verfall preisgegeben wurde. 64.000 Hektar, ach du Scheiße. Nicht gerade klein, wa? Dann haben wir eine Insel, Kap Amba, eine Insel, wo man leider viele schätzt, dass sie zugreifen kann. Mit Brücken und so weiter. Für den Anfang vielleicht eher ein bisschen teuer, wenn er alles so bauen muss. Allerdings viel mehr Küstenbauplätze, Projekt seltene Rohstoffe, Ornamenteprojekte. Die Viridische Bucht. Eine kleine, schwer besiedene Insel ist das Tor zu den gewaltigen Ebenen der Viridischen Bucht. Die beeindruckende Gegend ist die Heimat des neuesten Prestigeprojekts der Global Union. Jo, ich sage Star Trek. Energieprojekt klingt auch nicht schlecht. Generell bin ich eigentlich eher für viel Platz, war also viel Hektar, aber 13 Bergbauplätze. Ornamenteprojekt. Ja, komm, wieso nicht? Es ist doch nur Papierkram. Nichts, womit man sich lange auseinandersetzen muss. Ja, halt mal die Fresse hier, so Alter. Ja, so nervig waren die bei Anno 1404, 1503, 1602, 1701 nicht. Die schönen alten Zeiten. Wo bleibt eigentlich 1800? Na egal. Fast fertig. Wir müssen nur noch die Bedingungen des Vertrags mit der Global Union aushandeln. Alle Einzelheiten festklopfen. Ach du Scheibenkleister. Gut, wer mein Anno 14.0 Let's Play gesehen hat, der weiß, ich bin Experte. Naja. Gut, ich habe 2017 nicht gespielt, daher kann ich genau beurteilen, wie es hier aussieht. Anno Online auch noch nicht gezockt, ich bin ein bisschen hinterher. Machen wir vorgeschritten, war. Mit ein bisschen Pech oder Glück ist das Let's Play nach 10 Folgen vorbei, weil ich bankrott bin. Standard? Nee, come on. Oh, erweitert. Nothilfen, Militärstufen. Nee, ich mach's mal so, wie das Spiel so vorschreibt, wa? Der Toll aktiviert. Oh ja, bitteschön, weil ich habe. Also Ahnung kenne ich mich ja aus, Ich aber weiß, das hier. all diese Formulare. Ups. Da passieren Fehler. Mhm. Fast fertig. Ja, Wir ja. müssen nur noch die Bedingungen des Vertrags mit der Global Union aushandeln. Ja. Alle Einzelheiten festklopfen. Halt doch mal die Klappe, Mensch. So, Michaels Moonbase, Viridische Bucht. Jo, kann nur schief gehen. Sie beginnen jetzt Phase 1 des Mondlizenzierungsprogramms. Die Global Union hat Ihnen ein Gebiet in der gemäßigten Zone der Erde zugewiesen, wo Sie einen Raumhafen und eine Operationsbasis errichten können. Der Bau eines Weltraumaufzugs zum Hauptquartier der Global Union ist ebenfalls erforderlich. Weitere Informationen erhalten Sie von Ihrer Kontaktperson. Der guten Sam. Jo. Bisher muss ich sagen, läuft das Spiel noch flüssig. Viel Platz. Mal sehen, ob er für Ihre Ambitionen ausreicht. Fangen wir allerdings auch. Von wegen schön Jemand aus dem flüssig. Ministerium hegt große Hoffnungen für das Gebiet. Ich bin sicher, er wird Sie bitten, in sein neuestes Prestigeprojekt einzusteigen. Jo, Aber cool. eins nach dem anderen. Das Protokoll verlangt, dass Sie hier zunächst einen Raumhafen in Betrieb nehmen. Was auch sonst.
Die Baustelle des Raumhafens an der Küste ist immer noch unbesetzt. Aber sobald sie die nötigen Unterkünfte gebaut haben, werden ihre Bauarbeiter eintreffen. Ich habe gerade ein kleines Problem, Leute. Hier oben links, wo ihr jetzt... gut, das Scrollen funktioniert, geil. Ja, genau, hier oben links, da seht ihr noch ein paar Details, zum Beispiel für Kohle ich habe. Ich würde sagen, der Pausenbutton. Ich Hallo? weiß, es sind viele Dinge zu beachten. Aber Adam hat eine Datenbank zusammengestellt, Ja, in der sie auf alle wow! nötigen Informationen zugreifen können. Hilfe! Ich wollte gerade irgendwie... Moment. P funktioniert, geil. Also wie gesagt, hier oben seht ihr ein paar Informationen, die sehe ich jetzt aber nicht so korrekt, weil ich hier die FPS-Anzeige habe und wie lange bereits die Folge dauert, wie viel bereits auf die Festplatte gespeichert wurde und so. Daher, okay, dann langsam mal ein bisschen los, war. Das sind also Infos, okay, hier kann ich also bauen, gut. Bahnübersicht, gemäßigt, etc. etc. Versetzen, kopieren, Abriss, befördern. Oh, befördern, geil. Was ist wieder Schönes? Nervt gerade ein bisschen. Erfolge! Ist natürlich immer geil. Oh, hier ist Pausenmenü. Ja, zumindest einigermaßen. Neue Firma erstellen. Die halt einfach aufgeben. Komm wieder zurück. Ah. Echt kein Pausenmodus? Na, von mir aus. Also Arbeiter. Was mache ich genau? Viel Arbeit, holen wir die Profis dafür. Werben Sie Arbeiter an. Ja, toll, mache das. Bauen Sie ein Wohnhaus und Sie es mit dem Lagerhaus. Jo, klingt eigentlich einfach. Wohnhaus. Muss mal gucken. Moment, soll das am besten mit Tastatur steuern oder mit der Maus? Tastatur ist was angenehmer als mit der Maus. Kommen wir mal hier hin, wa? Da in die Straße hin ist. Alter! Jemand hat Arbeiter gerufen? Ja, habe ich. Mal ganz kurz. Wow, das ging mir zu schnell, hey. Da ist ein bisschen doof hier mit der Maus. Das irgendwo noch einstellen. Videoeinstellungen, nee, das passt. Audio müssen auch so haben, dass halt Stimmen vor allem ganz laut sind. Gameplay, Scrollen ran aktivieren, ja, aber ich hätte gerne, dass die Maus ein bisschen langsamer ist, sonst kommt gar nicht mehr hinterher. Naja. Jo, habe ich. Bauen Sie Einlag. Verbunden nicht so sehr, wa? Entschuldigung, Sie sind wahrscheinlich höheren Komfort gewohnt. Der hat Biokost. Bedürfnis nach Biokost. Vollständig zufrieden. Biokost im Lager. 19 noch, okay. Flucht. Wo habe ich die Schlüssel hingelegt? Ja, wer weiß. Man kann doch irgendwie... Ah, das zeigt es automatisch an, okay. Lagerhaus, ja, weiß ich nicht, also, Kann man gerade, wo ist hier das Wasser? Ja, Strom habe ich, schön. Bewegen wir diese Kisten. Was denn das? Küstenbauplatz, okay. Bauen Sie eine Reisfarm. Oh. Eine Reisfarm. Itadakimasu. Keine Ahnung, was braucht die genau? Credits. Biopolymere, was? Hier oben. Denn Plastik ist so 2070. Der dann schlecht. Biopolymere. Ja, 19, toll. Woher sehe ich jetzt das? Zum Sammeln anklicken. Ja, sammeln wir mal. Hä? Weiß wohl zu viel darf ich, wa? Achso, wegen der Verschmutzung vermutlich, war das nur halt so viel und so viel bauen darf. Oder auch nicht, was ist denn das? Nutzt Bioharz und Biopolymere zu produzieren. Was zum Henker? Naja, bauen wir hier oben einen hin. Ja, Alter! Ich mich jetzt mit einem guten Essen. Keine Straßenanbindung, wir brauchen Straßen, so. War ich hier mal eine Straße geradeaus. Natürlich direkt durchs Dickichten durch, ist klar. Organische Nahrung wird von vielen Megacorps als unnötiger Luxus eingestuft. Schön, dass Sie die Meinung der Union teilen. Alter. Ja, Nahrung ist überflüssig. Klar, warum nicht? Ich glaube, ich bin da mit Tastatur echt ein bisschen wöhler. Nehmen Sie mit dem Maus. Die Tastatur geht immer ein bisschen langsamer. Kann mich nicht beschweren,
Aber jubeln kann ich auch nicht. Kann ich irgendwie die Steuern anheben? Die grundlegend, also Biokosm, kann gar nicht mal so schlecht. Bauen Sie eine Reisfarm, bauen Sie Sonnenblumen. Jetzt brauchen wir Sonnenblumen, hallo? Achso, Bioharz. Das ist richtig Harzsee. Wenn ich dann natürlich da durch will, Bergbau natürlich auch noch ein paar, dann... Ja... Ist noch groß da, war. Ja, machen wir ein bisschen hier unten. Geld habe ich noch, okay. Noch ist gut. Gut, bauen Sie Biopolymerfabrik. Ja, da ist ja schon. Gut, das Fehlen von Baumaterial sollte jetzt kein Problem mehr darstellen. Jo, sehe ich auch so. Alles schön umranden hier. Mach ich ja gerne bei Anora. So, dann mal gucken. 26%. Da ist halt die Frage. Offenbar war es nur Bioharz, war. So, dann Harz mal ein bisschen. Problem ist halt hier, ich weiß auch hier nicht genau, wie sieht es genau mit der Menge aus. Anlagen benötigen zusätzliche Arbeitskräfte. Ja, die kommen gleich. Früher war es in der Regel so, irgendwie eine Verarbeitungsanlage braucht oder kann bis zu 2 Farmen von der Produktion her und so coole Maschinen gleichzeitig halt verarbeiten, war. Sprich, Verhältnis halt 1:2. Oder vielleicht auch teilweise 1:3 und so, ist natürlich immer ein bisschen unterschiedlich. So, erstmal. Ihre Industrie leidet unter einem Mangel an Arbeitskräften. Es verschlechtert die Produktivität. Lassen Sie uns über die nächsten Schritte sprechen. Sehr gut. Sie sollten diesen Vorgang verinnerlichen. Ich weiß, ich bin ja dabei. Zumindest brauchen wir nicht so viel davon. Also statt Holz und Werkzeug brauchen wir einfach nur noch Bioharz, wa? Biopolymerfabrik, Biopolymere, genau. Also Biopolymere, so wie ich das verstehe momentan, ersetzt Holz, Werkzeuge und wohl auch noch Stahl, wa? Ja, Straße kommt. Nur nicht hetzen, Leute. Ich bin kein D-Zug. Zum Glück. Gut. Doch, läuft. Hast du das gesehen? Wir sollten öfter herkommen. Ja, das will man nochmal überlegen, Leute. So, machen wir gleich nochmal einen hier hin. Was ich aber interessant finde, hier, also 2005, gibt es noch Geld. Gut, wäre ein bisschen schwierig, ein Nanospiel ohne Geld irgendwie zu erstellen. Jetzt, wo zum Henker sehe ich jetzt das wegen dem Lager, wie viel ich noch drin habe. Logistik, großer Überschuss, ja, ganz schön. Produziert pro... Ah, vielleicht sehe ich es hier, war. Produziert pro Minute 10 Biopolymere, produziert pro Minute 10 Bioharz. Auch pro Minute 10, also 1:1 auf dem Verhältnis her. Zumindest klingt es gerade so. Pro Minute 10. Verbrauch pro Minute 10. Stellt 10 her. Biokosten macht bis... Moment, das braucht er. Baukosten, Biopolymer, okay. Ja, ich mache gerne ein bisschen Abstand hier. So, direkt mal... geht nicht, ja. Direkt mal die ganze Kohle zuerst raushauen. Ups, wo war das? Nicht Abriss. Befördern? Nee. Hier, verschieben. Dankeschön. Mal das hier machen. Klappt auch. Welli. Was ist eigentlich das hier? Warenübersicht. Da habe ich gesucht. Menschliche Ressourcen ungenügend. Das habe ich gesucht. Gut, das ist das Lagerhaus, okay. Ja, doch, ich komme langsam da rein. Also, es ist natürlich schon ungewohnt. Aber ich denke, wenn da schon ein paar Folgen macht, natürlich kommt darauf an, wie lange ich überlebe. So, dann gucken wir hier unten mal. Wir haben hier noch so ein... Ihre Industrie leidet unter einem Mangel an Arbeitskräften. Es verschlechtert die Produktivität. Was habe ich denn hier für einen Verschleiß, ey?
So. Mach kurz einen Test und gucken, ob es wirklich stimmt. Ich habe jetzt 4 Farmen, aber eben nur 2 Anlagen. Wieso ist doch kein Strom? Energie erschreckend. Ja, wieso? Warnung. Energiemangel. Houston, wir haben ein Problem. Du hast mir nie beigebracht, wie ich der Energie produzieren kann. Wird es einfach nur mehr Arbeit oder was? Generiert Umsatz, bietet Arbeitskraft. Mhm. So weit war ich auch schon mal. Keine Energie, keine Industrie. Derzeit stellen sie nicht genug zur Verfügung. Der Kunststück Wiener, aber noch gar nicht beigebracht, wie das geht. Klar, jetzt plötzlich. Übrigens, dir fehlt noch etwas. Was für eine Arschgeige, hey. Ups. Entschuldigung, hab gerade einen Fehler gemacht. Will er gar nicht. Also das hier schon, aber sag mal. Geht's hier eigentlich noch? Ah, jetzt. Video aufgelöst. Also dann, wir brauchen ein Kraftwerk. Windpark, oh geil. Transportzentrum. Ja, vielleicht hier oben mal etwas. Aber schwer ist auch erstmal ein bisschen Energie. Wo sehe ich überhaupt, ob es genug Energie hat? Sicher nirgends. Habt ihr irgendwo eine Anzahl? Nö. War nur gerade schrecklich viel Minus. Jetzt muss ich hier ein Land bauen, okay. Ja, mach so ein bisschen hier, war. Natürlich irgendwie. Ich muss echt erstmal gucken. So, und versorgt es einfach nur das Gebiet hier, oder wie sieht das genau aus? Man muss auch theoretisch noch eins inpflastern, wa? Wie kann ich eigentlich... Ich wollte gerade drehen! Ja! Das Spiel verarscht mich hier. Nein! Der Trick von früher klappt auch nicht mehr. Das war das schon wieder? Jene Taste war sowas, gerade die Taste nicht mehr. Oh, war jetzt gedrückt. Wo bin ich? Hallo? Mondbase. Irgendwo ganz anders. Toll, drück eine Taste, plötzlich bin ich weg. Die Viridinische Bucht, ja, ja, Gott sei Dank. So, zu wenig Arbeiter, wa? Arbeitskraft fehlt. Das ist natürlich jetzt ein bisschen sehr doof. So, wir haben langsam mehr Arbeiter. Wärmen Sie Arbeit an, wärmen Sie Arbeit Nicht an. beschweren, aber Ihre Einrichtungen verbrauchen mehr Energie, als sie liefern. Das verringert ihre Produktivität. Dankeschön, du erzählst mir leider nichts Neues. Versuch es mal so, wa? Obwohl, eigentlich müsste hier hinpacken, wenn schon. Doch echt so viel kann nicht sein. Ja, bis zu 5 Angestellte. Ich sehe natürlich jetzt hier nicht, wie viele Angestellte ich brauche, wie viel Strom das Ganze frisst. Auch das sehe ich alles nix. Sonnenfiller im Park überlappen. Aha. Also doch, war. Verdammt! Das war auch hier vermutlich gar keine.
War das wohl ein bisschen fehl, war? Also wenn schon das so machen will. Moment. Alles testen, Leute. Alles muss man testen. Sehr gut. Sie sollten diesen Vorgang verinnerlichen. Sehr gut. Sie sollten diesen Vorgang verinnerlichen. Echt? Hab ich? Ich hab's gelöst. Geil. Moment. So, dann... Entschuldigung, falsch. So, jetzt... Okay, das ist jetzt ein bisschen ungünstig, aber kann ja alles abreißen und so und dann verschieben. Das ist natürlich geil. Weil früher alles ganz anders, bei früheren Annos. Ah, ich wusste, dass hier irgendwas läuft. Nick Papadakis von Papadakis Enterprises. Wenn du einen guten Deal willst, komm in mein Lager. Okay. Vielleicht auch nichts. So, wir jetzt langsam aus, sind wir langsam mal ready for Take-Off und so. Alles schön hinstellen hier, zack. Kann ich eigentlich die Straße auch verschieben? Ne, wäre ein bisschen unlogisch, wa? Moment, ich weiß, wollen die ganze Zeit irgendwas da verkaufen, da und so. Und du musst das noch machen und das und das. Das mal alles. Ja, komm, mach's direkt so. Scheiß drauf, weg mit diesen Zwischenstraßen hier. So, läuft schon besser. Außer meine Kohle, aber das ist ein anderes Thema. Altbekanntes Thema vor allem. So, wie sieht's aus? Sind noch zu wenig hier, wa? Nicht genügend Arbeiter, war mal klar, nur 37. Oh, ja, das ist ein bisschen wenig. Wie sieht es sonst mit Inventar aus, meine ursprüngliche Theorie her? Ja, doch, Produktion plus 7. Ich habe also doch ein bisschen auf Vorrat. Eben wegen dieser Theorie hier. Aber zumindest haben sie kein Stromproblem mehr. Sie brauchen 10, wa? Ich bin natürlich auf 50, obwohl die überlappen sich, dann ein bisschen doof hier. Ja, vielleicht den nach unten schieben und den ein bisschen nach höher, wa? Einfach mit den Straßen ein bisschen ja, sparsamer sein. Packe ich den am besten hin, ey. Ich meine, irgendwie sage ich am besten, aber so auch nicht gerade unbedingt das Gelbe vom Ei. Komm, ich mach das nochmal neu. Das geht doch unter keine Kuhhaut, was ich hier treib. Und ich will ein alter Anu-Haudegen sein, wa? Ach du Scheiße. Ich mir teilweise ein bisschen anstelle. Wie der erste Anu-Zocker. Naja, zumindest der ist in der Zukunft. Also doch, ich muss sagen, bisher, es ist nicht schlecht. Wie gesagt, es ist ungewohnt halt, weil eben zukunftsmäßig und so. Bin da eigentlich doch eher der Fan für die Vergangenheit, aber hey. Wie es jetzt läuft scheinbar, natürlich auch cool und so. Okay, jetzt geht das los und so. Ich muss sagen, aber noch mal ein paar Häuser. 2 Stück brauchen noch insgesamt, okay. Warentransport verzögert sich. Ursache: Transporterknappheit. Ups. Hat das auch irgendwo... Ah, sie machen 5. Und wo habe ich mein Zentrum? Hallo? Wo ist mein Logistikzentrum? Ich habe ja gar keine. Wie kann ich nur... Ah, mal hier war. Wenn wir hier so eine harte Hauptstraße haben. So, jetzt müssen wir wieder gehen hier. Sehr schön. Jetzt fehlt plötzlich Strom. Bitte was? Wieso fehlt jetzt bitte Energie? Hier haben wir es doch. Da, Windpark. Einfach ein bisschen Energie. Achso, ein bisschen wenig. Ja, gut, von mir aus. Wir haben unsere Arbeit an. Sind die alle schon voll mit 5? Beschweren.
Aber jubeln kann ich auch nicht. Wo sehe ich jetzt, wie viele das drin sind? Spiel ich jetzt? Warnung. Energiemangel. Ja, ist nichts Neues. Da oben 48, ja, sehe ich ja. Aber sind ja viele Wichtigen wo Gast Haus hatte ich drin schon ist. lange nicht mehr. Was möchten Sie von mir? Momentan nichts, danke für die Auskunft. Okay Leute, würde mal sagen, das war's für heute. Die erste Folge hier, Anno 2205. Ihr seht, wir haben mit den üblichen Problemen zu kämpfen, also sprich mit meinen üblichen Problemen. Zu wenig Geld, zu viel Minus, ich will zu viel auf einmal und so weiter und so fort. Aber bisher doch, es macht doch Spaß und muss einfach ein bisschen sich einfuchsen, wa? Muss mal so zu formulieren. Geil, wir haben hier auch schon alles gemacht. Zur nächsten Folge geht's dann hier weiter. Muss ich mit Punkt Nummer 2, aber muss erstmal auf P drücken, weil sonst ist der alles wieder am Arsch und deswegen, Aber ja, das war's für die erste Folge. Knapp 30 Minuten haben wir gespielt und jo, mal gucken, wie es ja weiter. Geile Brücke. Wie es hier weitergeht, was wir noch alles machen können und wann es mir jemand verleitet oder ich irgendwann plötzlich, oder nicht ich natürlich, sondern das Spiel sagt so von wegen, Michael, ihre Mondbasis und so, das Projekt ist gestorben. Sie sind pleite. Ja, und dann ist vielleicht noch eine Idee, das Ganze als Live-Let's Play mache auf Twitch und so, aber wir müssen also noch gucken. Jetzt erstmal sage ich danke fürs Zusehen und bis zur nächsten Episode hier bei Anno 2205. Die Zukunft ist die Gegenwart. Was? Scheiß Spruch, ey. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.